Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michaels Let's Play News. Ja, in der heutigen Ausgabe, wie gesagt, geht es ein bisschen ums Aktuelle und so, sprich vor allem, wie sich halt jetzt so im Verlauf vom Monat Oktober, November und Dezember, sondern sich ein bisschen die aktuellen Let's Plays, Live-Let's Plays, die sind natürlich Livestream-mäßig und so weiter und so fort, und auch Online-Let's Plays noch verändern werden. Nun, wir kennen es, ist der aktuelle Upload-Plan, momentan wie es aussieht, um 13, 15 und 17 Uhr und auch der um 18 Uhr mit den Online-Projekten. Gut, aktuell eher ein bisschen mit Xenoverse in der Rolle von den Reviews zu Dragon Ball Super. Und ja, das also wird sich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten ein bisschen verändern. Und zwar sieht der neue Upload-Plan ab dem 20. Oktober spätestens wie folgt aus. Um 13 Uhr als Nachfolger kommt jetzt endlich das neue Tales of Projekt, und zwar Tales of Zestiria. Ja, heute mal ein richtiges RPG, wie man es so aus dem Bilderbuch kennt, vor allem die Tales of Saga sowieso. Besonders nach Tales of Xillia 2 und da in der Hinsicht sowieso noch ein bisschen hinterherhinken mit Tales of Spielen, sei es Tales of Phantasia oder Tales of Symphonia, Dawn of New World und so weiter und so fort. Freue mich schon sehr, sehr auf dieses Projekt. Täglich um 13 Uhr und zwar ab dem 16. Oktober, hoffentlich zumindest. Also hoffe, dass ich jetzt das Spiel noch am 15. bekomme, sonst wird es einen Tag später, je nachdem natürlich, wann ich das Spiel erhalte. In diesem Sinne wird dann am gleichen Tag kommt noch der letzte Part von One Piece Part Warriors 3. In diesem Sinne wird dann Dragon Ball Z von Goku 2 am 16. Oktober ausfallen. Das ist nur ein kleiner, also für einen Tag. Mein Gott, ist nicht so tragisch. Da haben wir dann am 17. täglich um 15 Uhr auf diesem Slot. Ja, Legacy of Goku 2, ich bin eher von Goku 2, das dürfte wohl noch, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig geplant habe, wird es wohl bis Ende Oktober, maximal Anfang November noch gehen. Also ich plane sagen, mit aktuell 30 Parts zu beenden, das Projekt. Dann wäre es so schätzungsweise damals lang der erste Teil und das passt dann auch, war das ist schon eine runde Zahl und so. Und dann der Nachfolger, sprich Bruce Fury, der kommt dann aber, wenn es aufgeht vom planmäßig her, sage ich jetzt mal, am 01.01.2016. Ja, halt 3 Monate später, nach dem Start vom zweiten Projekt. Das zweite Projekt hat ja 2 Monate nach dem ersten Projekt gestartet, von dem her ist das auch eine sehr, sehr schöne Zahl und Planung. Wie es weitergeht, ob ich dann noch irgendwie das neue Dragon Ball Z Spiel Let's Play, sprich Extreme Butoden, das weiß ich noch nicht so genau. Ich bekomme es in den nächsten Tagen jetzt ein bisschen anzocken. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht mit dem Kampfsystem, mit dem Story-Modus und so weiter, und auch mit dem Online-Modus. Je nachdem ist es vielleicht sogar eine Alternative zu Xenoverse. Aber eben, müssen wir noch gucken und so weiter. Deswegen hier noch nicht aufgeführt. Dann, was auch ab dem 20. Oktober losgeht, ist The Witcher 3 Hearts of Stone. Wie ihr hier seht, ein anderes Logo. Das liegt daran, dass es eine neue Playlist gibt und so weiter und so fort, weil, ja, ich sag's mal so, wie es gerade ist. Ich habe The Witcher 3 Wild Hunt. Das Let's Play wird 129 Folgen haben, also eigentlich 130 mit dem Let's Test halt noch. Das ist ein inoffizieller erster Part. Das geht dann am 19. September zu Ende. Oktober natürlich, Entschuldigung, geht es dann zu Ende. Und ist aber so, dass ich das Spiel halt bereits seit Mitte September durch habe. Also sprich über einen Monat bereits Vorgänge aufgenommen habe. Es hat den Grund, weil ich eigentlich im Anschluss direkt nach dem New Game Plus Spielstand nachzocken wollte. Klingt auch ein bisschen doof. Ne, ist eigentlich so geplant, dass ich halt New Game Plus mäßig das so mache, dass ich die Entscheidungen und Sequenzen, die ich halt im ersten Durchgang nicht machen konnte, sei es zum Beispiel irgendwie, weil ich mich für Triss entschieden habe statt für Yen oder irgendwie andere Entscheidungen getroffen habe, dass die dann nochmal nachzocken wollte, nochmal extra Parts machen wollte. Aber der Schlag von Kaer Morhen, dass wir da alle Charaktere drin haben, auch Leto von Goletta, ja, aber diesmal auch drin. Und auch noch spezielle Quint-Parts mache und so weiter und so fort, ein bisschen speziellere Folgen mache. Zusammenfassungen, Filmversion kann man schon sagen, wo man einfach nur alle Zwischensequenzen drin hat. So etwas in der Art. Da bin ich jetzt momentan noch dran. Das Problem ist aber eben, dass zum jetzigen Zeitpunkt bereits Hearts of Stone erschienen ist. Und bis ich da halt New Game Plus nochmal, also sprich das ganze Spiel nochmal durch habe. Ich bin so mittlerweile bereits bei der Schlacht von Kaer Morhen angelangt, bis dahin alles 100% so gemacht. Das ist ja ganz schön, also kein Thema und so. Aber trotzdem,
das dauert zu lange. Deswegen am 20. direkt kommt da halt, gibt es neue Playlists und so weiter, geht's los mit Hearts of Stone, da werden wir so weiterverfahren, dass wir direkt im Anschluss, also auch ingame-mäßig, sag ich jetzt mal, direkt im Anschluss von Staffel 1, also sprich mit der Schlacht und so gegen die wilde Jagd, mit Ciri und ihrem Schicksal und so weiter, genau dort loslegen wollen. Und von dem her, ja, dass es eigentlich gar keinen Unterbruch gibt oder auch spielintern, wir haben gleiches Level haben, gleicher Charakter, gleiche Waffen, gleiche Schemen und so weiter und so fort, und alles gleich ist dann eben einfach das Abenteuer. Das ist jetzt diesmal halt Heart of Stone. Und sobald das durch ist, ich rechne da mit ungefähr 60 bis 70 Parts, vielleicht sogar 80, weil ich werde es zwar diesmal zu 100% sicher durchzocken, also vor allem mal durchzocken wollen, auch mit allen Sidequests und so weiter, zumindest mal versuchen, mal sehen sie dann. Und das Abenteuer selbst, Hearts of Stone, soll ja 10 Stunden ungefähr Story mitbringen, also sprich Hauptstory. Da kann man natürlich gut durchrechnen, so 20 bis 30 Minuten Folge, je nachdem halt, so über Stunden gerechnet, okay, 20 bis 30 Folgen, jo, passt ungefähr, eben halt noch mit Sidequests und so weiter, können halt auf eine gewisse Zahl. Und im Anschluss dann nach Heart of Stones kommt dann muss ich ganz kurz mal gucken. Ja, dann geht es dann los mit diesen New Game Plus Parts. Das sind etwa, schätze ich mal, 20 bis 30 Folgen. Eben ein bisschen speziellere, sind noch was genau kommt. Und eben auch Gwent wird sicher auch kommen. Gwent bin ich mittlerweile sehr, sehr gut darin. Aber auch das große Gwent-Turnier in der Passivlora gewonnen. Von dem her kann das sich noch einiges zeigen. Auch um halt speziellen oder sehr seltene Gwent-Karten bekommen im Spiel. Und so weiter und so fort. Ja, und im Anschluss dann, da kommt noch drauf an, also eigentlich habe ich dann geplant, mit Blood and Wine loszulegen, aber das scheint sich noch ein bisschen zu zögern, der Start des nächsten DLCs. Kann es durchaus sein, dass es eine Pause gibt und The Witcher 3, in diesem Sinne Blood and Wine dann, wohl erst so im Verlauf des ersten Halbjahres 2016 losgeht, sobald es erscheint, war ganz klar. Einfach mal so weit dazu, dass man sagen kann, The Witcher 3 wird uns um 17 Uhr noch längere Zeit verfolgen, weil es auch ein geiles Spiel ist, nicht die ganzen Add-ons und so, was man alles zeigen kann. Das ist einfach nur der Hammer. Ja, und online-mäßig bin ich noch dran. Das heißt, ja, mit Dragon Ball Xenoverse als Review zu Dragon Ball Super, es klappte ganz gut und so, ein bisschen zocken und so, trotzdem noch gewisse Dinge freischalten, zum Beispiel neue Level-Ups, neue Charaktere, also zumindest als Meister war in diesem Sinne mit Son Goku gerade aktuell. Das klappte ganz gut. Jetzt muss ich einfach noch ein bisschen gucken, dass da, ja, ist halt, mit der Zeit ist das Xenoverse auch ein bisschen ausgelutscht, oder? Muss man ein bisschen gucken, vielleicht eben da mit extrem Butoden, dass man da irgendwie, oder wie spricht man es eigentlich genau aus? Butoden oder Butoden? Ne, sicher nicht. Egal. Jedenfalls dafür eine Alternative, oder wieder zurück auf Wedge Blast 2 kommt. Mal gucken. Bei Super Smash Bros., ja, ich muss zugeben, ich plane es eigentlich künftig eher in Livestreams als da in Online-Projekten. Um 18 Uhr muss ich ganz klar zugeben. Ich will sowieso noch ein bisschen mehr da Livestream-mäßig machen, das heißt nochmal gewöhnliche Livestream-Projekte, die man halt in der Community machen kann, wie eben da Rocket League oder was aktuell noch haben ist als Splatoon, Mario Kart 8, Super Smash Bros. Eben auch. Ich habe gerade etwas vergessen, aber egal, halt eben diese typischen Community-Projekte. Obwohl bei Super Smash Bros. Wird es sicher noch ein paar Spezialfolgen geben, die ich schon angefangen habe mit meinen Top 6 Charakteren, sag ich jetzt mal, mit meinen 6 Mains. Da wird aktuell noch 2 oder 3 hochgeladen. Ne? Da fehlt noch einiges. Naja, mal schauen. Und sonst irgendwie die Livestream-Projekte aufzunehmen, nachher um 18 Uhr zu bringen, als nicht nur eben online, sondern eben auch Livestream-Projekte, eben auch Live-Let's Play-Projekte. Da plane ich eigentlich sogar, sich Dragon Ball Z Boost Fury als Live-Let's Play, also während des Streams halt, aufnehmen und mal kommentiere. Natürlich auch mit euren Kommentaren und so noch. Und es dann halt am 1.1.16 normal hochlade, wie es eben so ein normales Projekt ist, wa? Ja, das war ich mal. Die ersten Anpassungen jetzt mal sind ja vor allem 3 in diesem Sinne, 2 neue Spiele, eine Platzverschiebung, von dem her eigentlich nichts Besonderes, aber einfach mal gut zu wissen für euch. Ansonsten, was haben wir noch so an neuen Spielen geplant? Ich meine ja, im Verlauf vom Oktober, November kommt noch einiges, unter anderem ja auch Star Wars und so weiter und so fort, wobei Star Wars Battlefront muss noch gucken. Ich weiß in der Beta nicht so überzeugt, aber ja, mal schauen. Was sicher kommen wird, ist dann noch Assassin's Creed Syndicate. Das allerdings erst im November. Das hat den Grund,
Weil ich, wie gesagt, nach Legacy of Goku 2, wenn das so Ende Oktober endet, dann habe ich dann natürlich einen Platz frei um 15 Uhr. Wenn ich da noch ein bisschen Extreme Butoden irgendwie zocken will oder zeigen will, dann natürlich auch noch ein paar Tage, wie so klar war. Und außerdem will ich halt Assassin's Creed das neue Teil auf dem PC zocken. Kann auch sein, wenn ich noch Zeit habe, dass es vorher vielleicht sogar noch Assassin's Creed Rogue rausbringen als Let's Play. Wenn, dann wird das aber ziemlich abrupt machen. Also abrupt heißt, wird ziemlich schnell durchzocken. Im Sinne, wo es sogar nur irgendwie 20 Folgen oder so etwas hätte. Wäre vielleicht ein bisschen sehr kurz, wobei mit Überlängen, wenn ich relativ schnell bin, das Spiel ist selbst nicht so lang, könnte klappen. Ja, mal schauen, ich meine, ich will miteinander hetzen und so, das sicher nicht, aber einfach mal so, war. Dass ihr wisst, Assassin's Creed Syndicate kommt, wird ich Let's Playen, aber die PC-Variante deswegen erst ab 19. November, frühestens. Na, wollen wir ganz kurz, November, was haben wir da für einen Tag? Das ist Donnerstag, dort wird es klappen. Ziemlich gut sogar. Was noch kommen wird, Anfang November, sind ein paar. Da muss ich angucken, vielleicht sogar vielleicht wird sogar das erste Live-Let's Play-Projekt. Oder eigentlich eher Live-Let's Test-Projekt. Und zwar Anno 2205. Ich bin ein großer Fan der Anno-Reihe, nicht so sehr allerdings die in der Zukunft spielen, da bin ich eher der Vergangenheitstypi. Das war schon beim letzten Teil, so 2070. Muss gucken, Leute. Ganz ehrlich, ich muss da schauen, wie es soweit ist, wenn es vielleicht gemeinsam anzockt, vielleicht zocke ich es auch alleine an und bringe es einfach als Let's Test hoch, aber ich will zumindest dem Spiel eine Chance geben und ja, werden sicher noch ein paar Parts dazu folgen. Und dann natürlich Anfang Dezember, wer hätte es nicht anders erwartet, ganz ehrlich, natürlich Xenoblade Chronicles X. Das wird, vor allem mit The Witcher 3, wird sehr lustig. Gut, vielleicht bis dahin Heart of Stone schon durch war. Nee, das ist unwahrscheinlich, sogar sehr unwahrscheinlich. Das heißt, mit Tales of Zestiria, was da sich auch noch nicht durch ist, hätten wir dann sogar 4 Projekte täglich. Da muss auch schauen, es kann auch sein, dass dann vielleicht sogar The Witcher 3 und Xenoblade Chronicles X irgendwie täglich abwechseln. Minus um 17 Uhr kann auch sein. Ich sehe es im Land noch, wegen den Aufrufwerten und so weiter. Wie sie genau machen wird. Aber Xenoblade Chronicles X kommt sicher. Zumal ich auch Xenoblade Chronicles normal gezockt habe, oder? Und den X-Teil, sag ich jetzt mal, ist zwar eigentlich kein Nachfolger oder irgendwie offiziell, aber wir sehen es mal noch. Wird sicher geil werden zu zocken. Jo, das war ich mal ein bisschen mit so Dezember, was alles ansteht. Was dann Weihnachten so betrifft, bin ich dran mit Specials und überlegen, wenn ich Let's Plays und so weiter das noch alles machen kann. Wie gesagt, so Live-Let's Play zum Beispiel für Dragon Ball Z Boost Fury und so, vielleicht sogar irgendwie endlich mal einen letzten Part, also mal Galaxy 2. Ja, ich habe es noch auf dem Plan drauf, das verfolgt mich irgendwie wie sonst was, wie so ein Schatten. Und so einmal dazu, was ich noch so im Petto habe. Das, was sonst noch aktuell ist und mir da einfällt. Das heißt, wie gesagt, Projekte zu den anderen Tales of Spielen. Natürlich habe ich ja alle noch auf Planung, kein Thema, nur eben muss halt die Zeit dazu stimmen. Jetzt, wenn halt Tales of Zestiria kommt, das ist auch nicht schlecht, war. Tales of Zestiria kommt, wenn halt andere Tales of Projekte ein bisschen nach hinten verschoben, ist klar, nicht direkt danach oder je nachdem natürlich, was sonst dazwischen kommt. Damit ist halt vor allem noch das Finale von Tales of Symphonia gemeint. Vor allem, da muss ich auch noch gucken wegen Kalos-Pfad. Da habe ich jetzt noch einen Zedus-Pfad gemacht. Dann Tales of Phantasia, so wenn ich noch zocken will. Tales of Xillia Shoot Side natürlich auch noch. Und eben Tales of Grace F. Tales of Symphonia Dawn of the New World. Und so weiter und so fort. Und was dann auch noch bald für 2016 im Fall sein wird, wegen Final Fantasy VII Remake und Kingdom Hearts 3 sind vor allem auch Kingdom Hearts 1.5 und Kingdom Hearts 2.5. Aber das sage ich dann, wenn es soweit ist, das wird dann wirklich erst 2016, frühestens. Andere Projekte wie auch, was vor allem gerade noch aktuell ansteht, The Last Story, das Let's Play davon und natürlich auch Legend of Zelda Twilight Princess. Da warte ich ehrlich gesagt, also ich schaue jetzt mal, wir kennen jetzt meine aktuellen Pläne, welche Projekte jetzt sicher als nächstes kommen werden. Wenn es mal irgendwo mal Platz zwischen gibt, dann kommt eins von diesen beiden. Kann ich schon mal soweit sagen. Also die beiden Projekte, The Last Story und eben auch Twilight Princess, die sind bei mir hoch im Kurs, oder sagen wir mal Priorität ganz oben.
Nur eben bei The Last Story und Twilight Princess hoffe ich noch auf ein Remake. Also bei Remake hat übertrieben. Es gibt von Twilight Princess momentan irgendwie ein Gerücht, dass es ein Remake gibt, ein HD-Remake oder sogar irgendwie ein Port per eShop für die Wii, also von der Wii natürlich für die Wii U, ist klar. Ja, und The Last Story natürlich auch noch drauf und ich hoffe halt, dass dann im Verlauf der nächsten Wochen dann noch was kommt. Da wäre es natürlich geil, weil wenn irgendwie Twilight Princess, vielleicht die Wii oder die Gamecube-Version, wobei Gamecube ist ja unrealistisch, sag nur Super Mario Sunshine, wenn es auch unbedingt mal zocken will. Wenn irgendwie ein Wii U-Port hätte, wäre natürlich ganz geil, wenn da irgendwie etwas so in besserer Quali halt zocken kann. Jo, so haben wir dazu, was gerade so ansteht, was aber sonst noch auf der Liste. In The Witcher 3 noch erklärt, da werde ich dann, wenn es im neuen Let's Play mit Hearts of Stone losgeht, noch etwas erklären zu New Game Plus und so weiter. Wobei ich sagen, selbst erklären war, wegen Spezialparts mit Gwent und mit den verschiedenen Schicksalen als Charaktere, die ich jetzt im ersten Lauf nicht zeigen konnte. Das wird alles klar sein. Tales of Rise auch erklärt, Dragon Ball Z auch mit Boost Fury, ein extrem gut hin, was gerade so ansteht. Anno, genau, Assassin's Creed Syndicate, andere Assassin's Creed Teile, Star Wars Battlefront, das müssen wir gucken. Wenn, dann wird es vermutlich eher ein Online-Projekt werden, auch mit Livestream und so weiter. Und ja, hoffe natürlich auch, der nächste Livestream schon bald ansteht. Vielleicht sogar in dieser Woche noch mal gucken, je nachdem, wie es bei mir aussieht, bei meinen Freunden oder sprich Kai, Do mit Team, wie sie das so streamingmäßig planen. Und ja, in diesem Sinne, so mal der aktuelle Ablauf, nächsten Tage, Wochen, Monate. Und in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!